Grüß euch miteinander und herzlich willkommen beim Jungfrau-Zeitung Panorama, heute aus der Hauptstadt. Wir haben für euch das Kunstmuseum Bern. Das stellt sich an einem schwierigen Thema am Kunstfund Gurlitt. Der Autogewerbeverband Schweiz, Sektion Berner Oberland, der schaut auf die Herausforderungen der Zukunft. Und der Berner Drittligist, der FC Goldstern, auf den wartet ein Highlight in seiner Clubgeschichte. Vor diesen Top-Themen jetzt aber zuerst noch aktuelle Kurzmeldungen aus der Region. Alle Gastrobetriebe können Unisex-Toiletten anbieten. Der Regierungsrat hat die Bauverordnung angepasst. Bis jetzt haben Gastgewerbebetriebe mit mehr als 50 Sitzplätzen nach Geschlechtern getrennte WCs müssen haben. Neu haben alle, unabhängig von der Grösse, die Möglichkeit, Unisex-Toiletten anzubieten. Die Änderung tritt am 1. November in Kraft. Grünes Licht für F35. Trotz der im August eingereichten Initiative bekommt die Verteidigungsministerin vom National- und Ständerat grünes Licht. Ausschlaggebend sei die Befürchtung von einem möglichen Verlust des Produktionsslot gewesen. Vorsicht ist geboten. Wieder eine Welle von betrügerischen Telefonanrufen. In den letzten Tagen sind im Kanton Bern über 50 Betrugsversuche per Telefon registriert worden. Die Polizei warnt vor solchen Schockanrufen, wo sich die Kriminellen unter anderem als Polizisten ausgeben und die Sicherstellung von Wertsachen oder Geld verlangen. In der Hauptstadt gibt es eine spezielle Kunstausstellung. Es geht um die Aufarbeitung des Gurlitt-Erbe. Das Kunstmuseum Bern das zieht so Bilanz über ein sehr schwieriges und auch anspruchsvolles Thema. Die Ausstellung die soll auch Antworten liefern. Man sieht die Original nicht. Die Original die sind Ende letzten Jahr den möglichen Erben zurückgegeben worden. Es handelt sich um einen Fall Littmann. Der illustriert eben sehr gut, wie schwierig die Provenienzketten manchmal sind. Es hat 4 oder 5 Ereignisse auf dem Weg im Leben von Ismar Littmann, wo verfolgungsbedingt Entzug stattfinden. Das weiss man nicht so genau. Man weiss auch nicht so genau, was sein Eigentum war. Am Schluss hat es noch 2 Familien gegeben, die mögliche Berechtigte sein konnten. Und darum haben wir am Schluss diesen beiden zusammen zurückgegeben. Und wie haben Sie reagiert? Sehr positiv, weil es das erste Mal, dass man so eine Lösung macht. Es gibt in Deutschland noch ein paar solche Werke, da wird gesagt bis heute, ja, wenn man nicht genau weiss, wer wirklich der Berechtigte ist, kann man so nicht rausgeben. Und wir haben so einen salomonischen Weg gefunden. Der ursprüngliche Besitzer war ein staatliches Museum. Der deutsche Staat hat das Bild nachher eingezogen. Der Hildebrand Gurlitt als einer der Händler hat das Werk können übernehmen, hat es probiert zu verkaufen, für Devisen zu beschaffen. Es ist aber nachher bei ihm geblieben. Und das wird nach heutigen Maßstäben, auch in Deutschland vor allem, wird das als korrekt bezeichnet und legal. Darum ist es immer noch hier. Das ist mit der Familie zusammengehockt. Sie haben es zuerst herausverlangt und nachher haben sie bei den Forschungsergebnissen müssen sagen, ja, so, es ist eben überhaupt nicht klar, auch eher nicht. Und darum haben sie dann gesagt, es soll bei uns bleiben, aber sie können es ab und zu ausleihen. Von der Vergangenheit jetzt in die Zukunft. Der Autogewerbeverband Schweiz, Sektion Berner Oberland, der schaut auf die kommenden Monate. Der Präsident dieser Plattform für Garagistinnen und Garagisten, der Marco Frozza, der erklärt, was für Herausforderungen auf die Autobranche warten. Autogewerbeverband der Schweiz, das ist die Abkürzung AGVS. Das ist vor allem ein Verband für uns Garagisten. Das heisst, dort drin sind die ganzen Ausbildungskonzepte. Leute werden ausgebildet unter dem Label. Aber auch sehr viele Informationen an uns Garagisten werden über Newsletter etc. uns übergeben. Ich denke, die grösste Herausforderung ist, dass wir
die Markenvertretungen haben, die Anforderungen der Importeure in der Zukunft können erfüllen. Die ganze Digitalisierung ist eine grosse Herausforderung. Und noch die grössere Herausforderung ist der Umgang mit der Elektromobilität. Was tue ich dem Kunden empfehlen, damit er das richtige Auto hat? Ziel im Autogewerbeverband für mich ist, dass man Ressourcenschonung macht, weil auch dort haben wir immer wie mehr Probleme, Nachwuchs zu finden. Das heisst, wir schauen, dass wir administrative Arbeiten in diesen Untersektionen unter der Sektion Bern zusammenführen können, damit wir eine höhere Effizienz haben und unsere Kraft können dort einsetzen, wo sie auch gebraucht wird. Das schönste Erlebnis war natürlich, dass ich an der Diplomübergabe einen kurzen Speech halten durfte, wo wir geredet haben über Kaizen und Genshi Genbutsu und Diplom an die Leute, die Prüfungen bestanden haben, Männer und Frauen, dürfen verteilen. Das war für mich ein ganz eindrückliches Erlebnis. Ja, und jetzt wird es noch sportlich. Der Berner Verein FC Goldstern, auf den wartet das Highlight in seiner Clubgeschichte. Der Drittligist trifft am Samstag im Göpp 16. Final auf GC. Es soll ein Fußballfest werden. Göpp 16. Final gegen GC. Wie gross ist eure Vorfreude? Die ist riesig. Jetzt so ein bisschen nach dem ersten Stress vom Organisieren und ein bisschen schauen, dass alles am Laufen ist. Jetzt ist eigentlich alles gut aufgeleistet und jetzt überwiegt immer mehr die Freude, dass wir das wirklich ein tolles Fußballfest machen können. Wie gross war jetzt der organisatorische Aufwand? Der war für so einen Amateurverein, der eigentlich alle ehrenamtlich arbeiten, schon gewaltig gewesen. Die letzten 3 Wochen wir waren eigentlich so von 11 Leuten, aber so 3, 4 waren schon mehr oder weniger jeden Tag ein paar Stunden dran gewesen. Aber wir haben keine grösseren Probleme bis jetzt angetroffen und dann ist das gut machbar. Was waren die grössten Knackpunkte jetzt bei der Vorbereitung dieses Spiels? Einer der grössten war der Umgang mit den gegnerischen Fans, die halt nicht so guten Ruf haben, die Ängste, was da alles sein könnte, plus so organisatorisch, wie wir die von Zürich hier herbringen. Aber da haben wir jetzt eine Lösung mit Bernmobil gefunden, wo sie mit extra Bussen herkommen und das sieht jetzt eigentlich auch gut aus. Wie viele Zuschauer werden kommen? Seit gestern Abend ist es ein ausverkauftes Spiel. Es sind 2300 Tickets, 500 für die Gästefans und wir rechnen etwa noch 200 Leute, die auf Platz werden sein, die irgendwelche Helferfunktionen. 550 Mitglieder haben wir exklusiv den Vorverkauf eigentlich zugelassen und jedes Mitglied durfte 3 Tickets bestellen, dass wir sicher waren, dass vor allem unsere Leute den Match schauen können. Und gestern sind noch 200 Tickets in öffentlich verkauft, die dann zugänglich waren, auch für Fußballfans aus der Region. Ja, mal schauen, wie das Wetter wird, wenn der FC Goldstern spielt. Im Moment ist es ja nicht so gut. Es regnet immer wieder, ist bewölkt. Und wie das genau weitergeht, das sagen euch jetzt unsere Wetterexperten von Meteo News. So viel für heute. Uns gibt es morgen Abend wieder. Gleiche Zeit, gleicher Sender. Macht's gut. Schönen Feierabend. Das Wetter wird euch präsentiert von Jungfrau Zeitung. Meine Damen und Herren, grüß euch miteinander und ganz herzlich willkommen. Das ist Jungfrau Zeitung Wetter für den Kanton Bern. Heute war die Luft angefeuchtet, zeitweise ist es nass geworden. Man sieht es hier schön auf der Webcam von Oberhofen. Ja, und der Grund dafür ist das Tiefdruckgebiet Queenie. Das sehen wir auch schön hier auf der Strömungsanimation. Hat sein Zentrum über Nordosteuropa. Wir sind hier in der Südwestströmung in die Luft, also angefeuchtet. Und vor allem wird es jetzt bis am Samstag auch immer frischer. In Nacht auf morgen geht speziell entlang der Berge weitere Regengüsse. Im Flachland haben wir zum Teil noch längere trockene Abschnitte mit dabei. Und am Morgen Vormittag geht es in ähnlichem Stil weiter. Es ist wechselnd, zum Teil auch stark bewölkt. Zwischendurch gibt es auch ein paar Aufhellungen und gelegentlich sind auch weitere Regengüsse vorbei. Die Temperaturen morgen bei etwa 13 bis 14 Grad. Morgen am Nachmittag werden die Wochen tendenziell zahlreicher, die Regengüsse wieder häufiger. Im Vergleich zum Vormittag der Schwerpunkt liegt aber weiterhin entlang der Berge und die Temperaturen tiefer, als das noch heute der Fall war. Die Höchstwerte, zum Beispiel in Bern, die liegen morgen am Nachmittag bei rund 17 Grad. Am Samstag kommt dann nochmal ein bisschen kältere Luft daher. Mit einer nördlichen Anströmung staut sich das Ganze entlang der Berge. Entlang der Berge ist es also häufig nass im Flachland. Da gibt es zwar auch einzelne Regengüsse, es gibt aber auch Aufhellungen zwischendurch. Und die Temperaturen in Interlaken noch bei 13 Grad Schöfengrenze, die sinkt gegen etwa 1400 Meter.
Am Sonntag da übernimmt dann aber das Hochdruckgebiet Stefan. Nach Restwoche wird es zunehmend sonniger. Die Temperaturen die reichen rund 17 Grad. Und dann wir zum Wochenstart einen Mix aus Sonne und Woche bei um die 15 Grad. Und wahrscheinlich geht es am Dienstag und Mittwoch ähnlich weiter. Auch dann haben wir den Mix aus Sonne und Woche dazu. Kommt dem Flachland langsam die Beisen auf. Meine Damen und Herren, das war es vom Wetter. Ich wünsche euch einen ganz schönen Feierabend und auf Wiedersehen miteinander.